Grüß Gott und herzlich willkommen im Doktorenhof. Mein Name ist Wiedemann Schösch. Was ich jetzt mit euch vorhabe, ist ganz was Besonderes. Ich sag's euch. Ich rede ja immer Pelzisch, ich weiß. Man sollte ja Hochdeutsch reden heutzutage. Aber es ist mein Mutterspruch. Und mein Mutterspruch gibt es nämlich gar allzu oft. Und deswegen ist es ganz wichtig für mich, dass ich Muttersprache, ich verstehe dich ja, wenn du mit mir Hochdeutsch redest. Aber du sollst auch ein bisschen Pelzisch verstehen. Der Luther hat Hochdeutsch erfunden vor 500 Jahren. Weißt du, wie alt das Pelzisch ist? Über 1400 Jahre. Ich weiß bloß, dass ich das natürlich auch nicht verstehe, wenn das einer mir erzählt hat, was vor 1400 Jahren habe. Man kommt jetzt darauf hin, wo ich hin will. Also, Pelzisch ist das Wort. Ich will jetzt dir 5 Begriffe auf Pelzisch sagen. Ganz einfach, wirklich, für jeden Pelzer sofort verständlich. Für dich vielleicht, und nicht Pelzisch redest du ein bisschen schwieriger. Und wenn man dann eine E-Mail schicken tust, und auf dem E-Mail steht ungefähr die richtige, also nicht 100% die richtige, aber ungefähr die richtige Antwort. Oder eine Antwort, die einfach super lustig ist. Dann gibt es ein großes Paket. Mindestens so groß. Ich packe das selber. Ich habe das im letzten Film bewiesen, dass ich das kann. Also, machen wir mal mit und schicken mir das Paket. Ja, und ist ja ganz klar, derjenige, der mir als erstes das Lösung oder die Lösungsworte schicken tut und die beste Erklärungen schickt, der kriegt natürlich ein großes Paket. Mit jeder kriegt ein großes Paket. Ich meine, das geht ja nicht. Also ehrlich, bei aller Liebe. Ne? Also, jetzt kommen wir mal mit Reue und da erzähle ich dir 5 wunderschöne Pelzer weiter. Komm. So, und das erste Wort ist reiß mich um. Was ist ein reiß mich um? Ich trinke gerne dazu. Und das zweite Wort wäre ein Penningsbläsel. Ein Penningsbläsel. Das ist unser Essigkeller, gell? Gerade ein Dählfu. Aber das ist unser, bis das ein bisschen durchsehen. Also wir sind im Essigkeller. Penningsbläsel. Das dritte Wort wäre, was ist ein Schmäßmig? Ein Schmäßmig. Das vierte Wort, was ist ein Wetterverteiler? Was ist ein Wetterverteiler? Ganz einfach. Ein Wetterverteiler ist ganz simpel. Also ganz, es ist leicht überhaupt. Und das letzte Wort ist ein bisschen länger und ein bisschen komplizierter. Was ist ein Obervize-Klingelbeitel-Inspektor? Ein Obervize-Klingelbeitel-Inspektor. Noch einmal. Obervize-Klingelbeitel-Inspektor. Ich kann es auch schneller sagen, ich habe schneller trinken. Obervize-Klingelbeitel-Inspektor. Da will sogar keiner. Ne? Also, 5 Wörter. Und wenn die Wörter rausfindest, das geht mich freuen. Jetzt hat es ja ein bisschen Zeit, um Wörter rauszufinden. Ruf einen Pelzer auf. Der weiß es. Und dann schickt man das Ganze unter E-Mail info@doktorenhof.de oder essig@doktorenhof.de an Schorsch Wiedemann. Schreibt mir bitte, was Mensch, was es soll, Kind. Wie gesagt, es wissen ja nicht 100% die richtige Antwort. Es soll wenigstens ein bisschen was. Ja. Ich mich freuen, was ich melde dich. Und der Erste, der das Menschste weiß oder vielleicht der Nächste dran ist oder die witzigste Antwort hat, der kriegt, wo ich auch dabei. Und so ein Päckchen mit esse ich noch dazu. Ja, machen's gut. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Wiedemann Schorsch aus dem Doktorenhof. Prost, selber.